Ryan Gettys in den Straßen die Wut. Also das, was Ernesto Luzzo steht, das führt zu einer Kette von Gewalt, die auf 500 Seiten dann exponiert wird, an einer ganz drastischer Spruch, passend aber auch zu der Brutalität von den Evenementen der Zeit. Und in dem Moment grummelt ein Automotor hinter mir. Ich denke mir nicht viel dabei, nicht so richtig. Ich gehe zur Seite, aber der Wagen bremst neben mir. Ich gehe also ganz ran an die Seite, okay? Ist ja kein Problem, der wird einfach weiterfahren, wenn er sieht, dass ich nicht dazugehöre. Keine Cholo-Uniform, keine Tätowierung, nichts. Ich bin sauber. Aber das Auto hält mein Tempo, kriecht im Schritt neben mir her und als das Fenster auf der Fahrerseite runtergeht, strömen schnelle Klavierläufe aus, Motown-Style. Jeder hier kennt den Sender KRLA. 1110 ist die Frequenz auf der Mittelwelle. Die Leute hier mögen Oldies. Das ist der Anfang von Run, Run, Run von den Supremes. Ich erkenne das Saxophon und das Klavier. Hey, sagte der Fahrer laut über die Musik hinweg, kennst du diesen Homeboy, Little Moscow? Als ich den Straßennamen meines kleinen Bruders aus dem Mund dieses Fremden höre, drehe ich sofort um und renne den Weg zurück. Bei jedem Schritt fühlt es sich an, als wollte mein Magen sich aus meinem Bauch krallen. Ich weiß, ich habe richtigen Scheißärger am Hals. Ich höre den Fahrer lachen, als er den Rückwärtsgang einlegt und aufs Gas tritt. Der Pickup überholt mich locker und kommt dann mit quietschenden Reifen zum Stehen. Dann steigen vorne 2 Typen aus und einer springt von der Ladefläche hinten. 3 Typen, alle in schwarz. Mein Adrenalin steht jetzt am Anschlag. Ich bin so wach wie noch nie im Leben. Und ich weiß, wenn ich es hier lebend rausschaffe, muss ich mir so viel wie möglich gemerkt haben. Also drehe ich mich beim Rennen um und versuche mir alles einzuprägen. Das Auto ist ein Ford, dunkelblau. Ich glaube ein Ranchero. Ein Rücklicht fehlt. Links. Das Nummernschild kann ich nicht mehr erkennen, weil ich mich wieder umdrehe und um die Ecke in den Boardwalk einbiege. Ich schlage mich zwischen die Häuser, versuche es auf die nächste Straße zu schaffen, über einen Zaun zu springen, bei irgendwen im Hof zu verschwinden. Aber sie sind zu schnell bei mir, alle 3. Sie haben keine 10 Stunden am Grill gestanden und einer verdammten Horde von Kindern und betrunkenen Tacos serviert. Sie sind nicht müde und sie sind stark. Ich höre sie von hinten herankommen. Das Blut pocht mir in den Ohren und ich weiß, sie haben mich so gut wie erwischt, Mann. Eine kalte Sekunde habe ich noch, um Luft zu schnappen. Dann schlagen sie zu. Hauen mir die Füße weg und hämmern mir im Fallen irgendwas Hartes gegen den Kiefer. Danach wird alles schwarz. Für ich weiß nicht wie lange. Ich habe schon mal aufs Maul gekriegt, aber nie so. Als ich zu mir komme, schleifen sie mich zum Auto zurück und es fühlt sich an, als würde mein Gesicht in 2 Stücke brechen. Durch das Klingeln in den Ohren hindurch höre ich, wie meine Stiefelabsätze über dem Asphalt scharren. Und ich rechne mir aus, dass ich bloß ein paar Sekunden weg gewesen sein kann. Tut es nicht! Ich höre mich diese Worte sagen. Es überrascht mich, wie ruhig sie klingen, wenn man bedenkt, dass mein Puls bei 1 Million liegt. Bitte, ich habe euch nichts getan. Ich habe Geld, was immer ihr wollt. Die 3 antworten mir aber nicht mit Worten. Raue Hände reißen mich hoch, weg vom Boardwalk in eine Gasse mit Garagen auf beiden Seiten. Sie stellen mich zurecht. Schnelle, schwache Schläge treffen mich in die Nieren, in den Bauch, auch in die Rippen. Sie fühlen sich gar nicht hart an, trotzdem rauben sie mir den Atem. Erst begreife ich gar nichts, aber dann sehe ich das Blut, starre die Flecken auf meinem Hemd an und frage mich, wieso ich die Stiche gar nicht gespürt habe, als mich ein Baseballschläger trifft. Eine Sekunde vor dem Aufprall sehe ich etwas Schwarzes auftauchen und zucke weg. Darum trifft mich das runde Ende nur an der Schulter. Aber trotzdem stehe ich danach nicht mehr auf den Füßen und starre auf mein Hemd, sondern liege platt auf dem Rücken und starre den Nachthimmel an. Verdammt. Yeah! Schreit mir einer ins Gesicht. Da, du Motherfucker! Ich rolle mich zusammen und meine Wange fühlt sich an, als würde sie in einer Pfanne gebraten. Ich versuche mein Gesicht mit den Händen zu schützen, aber das nützt nichts. Immer wieder saust der Schläger nieder. Einmal trifft er mich am Hals und mein ganzer Körper wird taub. Eine andere Stimme sagt, bind den Scheißkerl da dran, solange er flach liegt. Ich kriege kaum noch Luft. Eine weitere Stimme, vielleicht ist es auch die erste, kommt dazu. Ja, mach doch, wenn du so eine große Nummer bist, Joker. Einer heißt Joker. Ich glaube, das muss ich mir merken. Das ist eine wichtige Information. Joker. Das Wort bleibt in meinem Hirn hängen und ich drehe es in alle Richtungen.
Ich kenne keinen Joker außerdem von Batman und es hat überhaupt keinen Sinn, dass sie mich fertig machen und nicht meinen Bruder, weil der wieder irgendeine dämliche Scheiße gebaut hat. Bitte, sage ich, als ich wieder Luft kriege, als hätten diese Monster in ihrem Leben schon mal auf sowas gehört. Niemals. Sie sind vollauf beschäftigt, an meinem Fußgelenk rumzuzerren, aber bei mir ist alles so taub, dass ich nicht mal sagen kann, an welchem. Ich merke bloß, dass meine Beine krampfen. Das wär's, sagt eine. Ich mache die Augen auf und denke, das wär was. Ich schaue mich um und erkenne die Häuser nicht. Einen Augenblick glaube ich in Sicherheit zu sein, als ich sie weggehen höre und die Bremslichter des Autos die Garagen in rotes Licht tauchen. Erleichterung durchsickert mich. Sie hauen ab, denke ich. Sie hauen ab. Dann sehe ich einen kleinen Jungen, vielleicht 12, der sich im Boardwalk versteckt. Sein Gesicht wird rot vom Bremslicht und ich merke, er starrt mich an. Aber mit riesengroßen Augen. Sein Blick bringt mich so durcheinander, dass ich seine Richtung folge und auf meine Füße schaue. Und da muss ich beinahe kotzen, als ich begreife, dass meine Füße mit einem dicken Drahtseil ans Auto gebunden sind. Ich ziehe heftig, aber die Fessel löst sich nicht. Das Seil schneidet mir nur in die Haut. Ich trete mit aller Kraft, die ich noch habe, aber nichts passiert. Nichts rührt sich. Ich strenge mich an, meine Finger dran zu kriegen, die Schlinge irgendwie abzuschieben. Aber dann heult der Motor auf. Er schlägt mich flach hin und schleift mich über den Boden. Das Tempo zerrt meinen Schädel über den Asphalt. Fahrtwind weht über mich. Jeder Zentimeter Haut an meinem Rücken schlägt Flammen. Dann bremst das Auto scharf. Der Schwung schleudert mich vorwärts. 3 Meter, 6. Anscheinend hüpfe ich dabei. Ich fliege durch die Luft, bevor mein Gesicht gegen etwas Kaltes und Metallisches knallt und ich spüre, wie mein Wangenknochen bricht. Ich merke richtig von innen, wie er nachgibt, wie das Knacken in meinen Ohren hallt, wie der Knochen knickt und Blut auf meine Zunge schießt. Ich drehe den Kopf, mache den Mund auf und lasse es laufen. Als ich es auf die Straße klatschen höre, als das Tropfen nicht aufhört, da weiß ich, dass es vorbei ist. Ich weiß, ich bin erledigt. Vorher hatte ich vielleicht noch eine Chance, aber jetzt nicht mehr. Eine Stimme schreit aus dem Auto. Ich weiß nicht welche. Hol das Seil rein, du Idiot, und sieh nach, ob das scheiß Arschloch tot ist. Eine Tür geht auf. Ich höre sie nicht zuschlagen. Schritte kommen näher. Dann beugt sich eine Gestalt über mich und sieht nach, ob ich noch atme. Ich denke gar nichts. Ich spucke so kräftig ich noch kann. Ich muss getroffen haben, denn ich höre ein schnelles Schlurfen. Die Gestalt zieht sich zurück. Verdammt, sagt sie. Ich habe sein scheiß Blut im Mund. Willst du mich mit AIDS anstecken oder was? In dem Moment wünsche ich mir, ich hätte AIDS, um irgendwen anzustecken. Ich versuche die Augen etwas weiter zu öffnen, nur das rechte geht auf. Ich sehe, wie die Gestalt sich was in den Mund steckt, dann fletscht sie die Zähne. Dann springt der Typ auf mich, so schnell, dass ich keinen Plan habe, was passiert, und schlägt mir 3-mal heftig gegen die Brust. Zuerst spüre ich das Messer gar nicht, aber ich weiß, dass er eins in der Hand hat, wegen der Geräusche und weil er mir die Luft damit rauszieht. Es gibt so ein hohles Klopfen, als er es tief reinsticht, so tief wie ein Messer geht. Sag deinem Bruder, wir kommen. Das flüstert er, wie meine Mutter flüstert, wenn sie in der Kirche wütend auf einen ist, leise wütend. Derjenige, der aus dem Wagen Befehle gibt, schreit jetzt, da gucken Leute zu, du Vollidiot! Da verschwindet die Gestalt über mir, das Auto auch. Es streut beim Wegfahren Schotter über mich. Ich atme noch, aber der Atem ist nass, halb Blut. Ich werde überall taub, ich versuche mich herumzurollen. Ich denke, wenn ich mich herumdrehen könnte, würde das Blut einfach rausfallen und mich nicht ersticken. Aber ich schaffe es nicht. Ich sehe eine neue Gestalt über mir. Ich kneife die Augen zusammen, mache sie wieder auf und sehe ein Gesicht. Es ist das einer Frau, die sich die Haare zur Seite streicht, als sie sich runterbeugt. Sie sagt, sie sei Krankenschwester, ich solle still liegen. Ich möchte lachen und ihr sagen, dass ich mich sowieso nicht bewegen kann, also keine Sorge, ich bleibe schon still liegen. Ich möchte ihr sagen, sie soll meiner Schwester erzählen, was passiert ist. Neben ihr taucht eine zweite Gestalt auf, kleiner. Sieht fast aus wie der Junge von eben, aber es ist alles zu verschwommen. Doch die Stimme des Jungen höre ich ganz klar. Der Idiot wird sterben, was? Einen Augenblick glaube ich, er meint jemand anderen, nicht mich. Und dann flüstert die Frau etwas, das ich nicht hören kann, und ich spüre Hände auf mir. Nicht so richtig Hände, bloß Druck. Der Schmerz ist nicht das Schlimmste. Das Problem ist, ich kann nicht atmen. Ich versuche es und kann nicht. Meine Brust hebt sich nicht, fühlt sich an, als würde ein Auto drauf parken. Das versuche ich, den beiden zu sagen, dass sie bitte dem Auto sagen, es soll wegfahren. Dann ist alles gut. Dann ist es nicht mehr so schwer und ich kann atmen und alles wird gut, wenn ich bloß Luft kriege.
Das versuche ich laut zu rufen, irgendwas davon, aber mein Mund funktioniert nicht mehr. Meine Haut fühlt sich zu groß an, ganz locker und der Himmel ist zu dicht, als wäre er auf mich draufgefallen, auf mein Gesicht, wie ein Laken. Und ich habe ein ganz komisches Gefühl, als käme er herunter, um mich wieder heil zu machen. Käme in mich rein, so eine Art dunkler Zement, der von innen meine Löcher stopft, damit ich wieder atmen kann. Und ich denke, wie gut, wenn das wahr wäre. Aber ich weiß auch, ich sterbe bloß. Der Junge hat recht, ich weiß, ich denke, dass ich einfach so wegschmelze, weil mein Hirn nicht genug Sauerstoff kriegt. Und das weiß ich, weil es logisch ist, weil das Gehirn ohne Nahrung nicht richtig arbeiten kann. Und ich weiß auch, ich werde eigentlich nicht zu einem Stück Himmel. Und das weiß ich, weil... Und du hältst durch Kapitel ab. Und da geht es weiter mit seiner Schwester, die dort gewurgt, was da passiert ist. Und die sich natürlich schwer zu raschen. Dann halt... Ja, dann könnte die Spirale von der Gewalt so richtig ergangen. Und ich kann es nicht mehr wärmstens rekommandieren, das natürlich knüppelhart, mehr so knüppelhart wie die Realität eben wäre. Der Ryan Gettys wird mit Zeilen, mit leider aus dem Milieu geschwärzt, hat Leiber Seele riskiert, für eben diesen Roman zu schreiben. Ich war viele Jahre weg. Eine wärmste Rekommandation, und dann geht es weiter Richtung Südafrika.